Zwei Inder erforschen unsere Bräuche, Lovely und Monty. Deutschland? Exotisch. Post aus der Sat.1 Frühstücksfernsehen-Redaktion. Lovely und Monty erhalten einen neuen Auftrag. Was ist ein Oktoberfest? Oktoberfest? Oh, endlich! Bei Fest kommen deine Augen sofort raus. Aber natürlich! Und das im Oktober, das passt ganz gut. Das passt ganz gut. Und was ist denn jetzt Oktoberfest? Jetzt lernen wir endlich auch mal kennen. Ja, wird langsam Zeit. Natürlich! Yay! Bitte da! Lovely und Monty fliegen von Hamburg in die bayerische Landeshauptstadt München. Statt indischer Tracht tragen sie heute bayerische Lederhosen. Und feiern wie die Bayern. Ja, tolle Sache, ne? Ja. Etwas Neues heute, ganz Neues heute. Ja. Endlich nach so vielen Jahren Oktoberfest kennenlernen. Ja, richtig. Und was für ein tolles Outfit wir haben, ne? Ja, aber das ist sehr gefährliche Outfit. Das sind sehr gefährliche Eingänge hier. Das geht irgendwo so hin. Okay, da kommt er hier. Wo feiern wir das Oktoberfest hier? Was? Wo wir das feiern? Überall wird gefeiert oder in Ja, auf der Wiesn halt. Wie heißt das? Auf der Wiesn. Wiese heißt. Ah, auf der Wiese wird gefeiert. Ja, das ist kein Wiesen, das nennt man halt so, weil es früher so war. Auf der Wiesn? Was meinen die damit eigentlich? Ja. Ja. Auf die Wiesn geht es für unsere singenden Taxifahrer standesgemäß im Rikscha-Taxi. Der Name Wiesn stammt übrigens von der Theresienwiese. Das ist ein Platz im Zentrum von München, auf der alljährlich das Oktoberfest stattfindet. Lovely und Monty treffen Wiggal Hagen, ein Bayer wie aus dem Bilderbuch. Was sagt man bei Grüß Gott oder Servus? Normalerweise grüß dich. Grüß dich! Grüß dich. Grüß Heißt dich. Grüß Gott. Und Servus heißt Pfiat. Goodbye. so. Wiggal ist seit 1956 auf der Wiesn, seit 51 Jahren Wiesenwirt und damit echter Wiesenexperte. Die Wiesn war eine Hochzeit Ja. von König Ludwig und der Prinzessin Therese von Hildburghausen. Ludwig der Fünfte? Nee, jetzt, ich komme nicht drauf. Ludwig mit Patricia oder nicht? Die haben geheiratet und da hat der König ein Fest gegeben. Und das Fest war so schön, dass die es jedes Jahr wiederholt haben. Das ist 200 Jahre her jetzt. Vor 202 Jahren. Ja, das war das. Vor 202 ja, Jahren. Das konnten wir gut merken als Inder, ne? Genau. Ja, und die haben geheiratet und dann die Fest war so schön, dass sie immer wieder nachgefeiert haben. Ist Tradition geworden. Ist Tradition geworden. Tradition haben auch die wilden Partys in den Festzelten. Wer rein will, muss früh da sein. Für Lovely und Monty ist der Einlass kein Problem. Für sie gibt es sogar eine exklusive Führung vom Chef. Sag mal, wie lange braucht ihr, das so ein Zelt zu stellen? 9 Wochen. 9 Wochen? 9 Wochen dauert es, bis das fertig ist. Und dann, naja, katastrophal wird es erst die letzten 2 Tage. Ja. Ja? Und diese ganze Glühlampen, wie viel sind da die ganze insgesamt? 15.000 Glühlampen. 15.000? 15.000. Habe ich richtig verstanden? 15.000? In den Festzelten darf übrigens ausschließlich Bier, und zwar das der 6 großen Münchner Traditionsbrauereien, ausgeschenkt werden. Über 7 Millionen Liter fließen während der Wiesn durch die durstigen Kehlen. Getrunken wird aus Maßkrügen. Bevor es den ersten Schluck gibt, muss sich Lovely als Kellner beweisen. Also Prost. Ja. Prost. Das ist Prost auf beides? Prost. Also Prost. Ah, okay. Wir Prost. sagen Prost. Und dann mache ich hier Prost. Prost ist überall Prost. Der Bauch ist nicht vom Bier, der Bauch ist fürs Bier. Oh, das haben wir gut gelernt in Bayern. Wussten wir gar nicht. Danke. Prost. Ob das so groß ist oder so groß, das macht sich nichts aus. Man kann auch kleinen 20 trinken oder den großen. Aber ich habe gemerkt, wie größer das Tonne war, desto netter war das Mensch. Ja, das stimmt. Ja, also das Bier wirkt zu richtig nett zu werden. Das stimmt. Also, ja. Doch nicht nur das Bier, sondern auch einige Fahrgeschäfte haben auf dem Oktoberfest eine lange Tradition. Das sogenannte Teufelsrad gibt es bereits seit über 100 Jahren. Am Mords Gaudi, wie der Bayer sagt. Und das haben Lovely und Monty gleich mal ausprobiert. Ja. Das Rad war nicht Teufel waren die Leute, die drum standen mit ihren Seil und was sie alles versucht haben mit dieser großen Ball. Also Lovely hält sich wacker, doch Monty kommt mächtig ins Schleudern.
Die Mädchen, die mit mir gesessen hat, sie hat mir gesagt, du kannst mich festhalten. Ich habe gesagt, okay. Ich habe sie festgehalten und sie war zuerst runter und Monty war hinterher. ich wollte sie fangen und dann war ich runter. Auf Lovely und Monty wartet noch ein absolutes Highlight. Sie sollen in einem Festzelt auftreten. Normalerweise spielen hier nur bayerische Blaskapellen. Doch heute sind die Wiesen indisch. Lovely und Monty, unsere singenden Taxifahrer, sollen das Festzelt zum Kochen bringen. Auf der Bühne haben wir unsere beiden Taxifahrer aus Indien, Lovely und Monty. Wenn du jemand von Herzen liebst, wenn du jemand von Herzen liebst, dann genieß das alles, was dir liegt. Wenn du jemand von Herzen liebst. Zwei Inder feiern mit den Bayern und die sind voll aus dem Häuschen. Die Bedienung vergisst das Arbeiten und Wiesenwirt Wiggerl hört in seinem Zelt wohl gerade Lovely und Montys Wiesenhit 2012.